Honorable Madame Stephanie Weidert. Madame Weidert. Vielmals merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schon heute die größte Ehre ist, das ein wichtiges Projekt, den Rapport von diesem Gesetzesprojekt vorzustellen, die sich an den Kontext ausschreibt, So, die geprägt ein bisschen rot, das wäre ganz schon tief. von einer tiefgreifender, sehr Evolution von den Gewünschten von den Konsumenten. Die Entwicklung vom elektronischen Kommerz und die immer mehr große Rolle vom Konsumentenschutz stellen als nationale Kader für eine neue Herausforderungen. Das ist übrigens notwendig, als Recht anzupassen, zu modernisieren und noch mehr kohärent zu machen. Das Gesetzesprojekt 8646 die verfolgt dabei ein Doppelziel. Erstens geht es darum, den Conseil de la Consommation neu aufzustellen, für ihn eine modernisierte institutionelle Struktur zu gehen, die besser der Realität vom heutigen Konsum entspricht und mehr repräsentativ ist für die konzernierten Akteure. Zweitens soll als nationales Recht und die rezenten Entwicklungen vom EU-Recht angepasst gehen, besonders im Zusammenhang mit dem Ende von der europäischen Plattform für den Online-Reglement von Litigen. Herr Präsident, ich komme als erste Reform vom Conseil de la Consommation. Diese Conseil, den aus 2004 geschafft ging, und es handelt sich um ein konsultatives Organ am Bereich des Konsumentenschutz. Der Conseil ist paritätisch besetzt mit 3 verschiedenen Gruppen von Vertretern. Einerseits die Vertreter von der Regierung, dann Vertreter von den kollektiven Konsumenteninteressen und drittens den Vertreter von den Patronatsorganisationen. No mehr wie 20 Jahre also dafür in der Zeit sowohl das Funktionament wie auch die Zusammensetzung von diesem Organ zu überprüfen. Ende 2024 ist diese Reflexion auf Initiative vom Konsumentenschutzminister a Konsultation mit allen Membern gefordert gehen. Die Reform basiert auf 2 Hauptachsen. Die erste Achse, das ist die von der Zusammensetzung vom Conseil. Und hier gouf die Zahl von den effektiven Vertretern an alle Gruppen von 4 auf 5 erhöht, an alle effektiven Member, die kriegt dann weiterhin ein Suppleant. Diese Erweiterung erlaubt, dass neue Akteure integriert gehen und das dann den Realitäten besser rumspiegelt. Am Regierungsgruppe könnte Vertreter vom Service des Médias, de la Connectivité et la Politique numérique dabei. Bei den Konsumentenvertretern könnte das Centre Européen des Consommateurs, GE Luxemburg, integriert. Und auf der Seite der Patronatsorganisationen könnte Vertreter von der Landwirtschaftskammer dabei. Das ist eine Anpassung, die Sinn macht, weil der Konsum heute nicht mehr nur ein klassisch marktfroh ist, sondern auch stark mit der Digitalisierung, dem grenzüberschreitenden Handel und auch der Lebensmittelproduktion verbunden ist. Die zweite Achse betrifft die Erweiterung der Missionen vom Conseil. Weil bislang konnte der Minister für Konsumentenschutz erwähnen beim Conseil aufrufen, und mit diesem Gesetz kriegen auch die Vertreter der Konsumenteninteressen sowie die von den Patronatsorganisationen die Möglichkeit, den Conseil für ein Avis zu saisieren. Das ist eine wichtige Modernisierung, weil der Conseil mehr dynamisch, mehr partizipativ und nach ein Kehr mehr in der Realität vom Terrain entspricht. Natürlich gehen dafür Konditionen vorgesehen. So Demanden über Wehen müssen begründet gehen und Missionen vom Conseil aufknappen. Die genauen Kriterien gehen auf einem reglementarischen Weg an einem separaten Reglement Grand Ducal präzisiert. Ich komme auf den zweiten Teil vom Gesetzesprojekt, nämlich die Konsequenzen vom Aufschaffen von der europäischen Online Dispute Resolution Plattform. Das Plattform, die 2013 auf europäischem Niveau geschaffen, für die Konsumenten und die Professionellen am Fall von einem Litige als Online-Geschäfter, für allem bei grenzüberschreitenden Online-Geschäften, auf eine außergerichtliche Lösung hinzuweisen. Allerdings hat sich über die Türen herausgestellt, dass das Plattform ihr Ziele nicht erreicht hat. Eine Impactanalyse, die von der EU-Kommission im Oktober 2023 gemacht wurde, die hat strukturell Schwächen gewiesen, technologisch sowie auch prozedural. An der Praxis sind auf EU-Niveau im Durchschnitt just rund 200 Dossiers pro Jahr effektiv und eine Struktur für ein Reglement extrajudiciaire orientiert gehen. Und das war kein Verhältnis zum finanziellen und auch zum administrativen Aufwand. Dabei kommt, dass viele Benutzer das System nicht richtig verstanden hatten. Weil die Plattform die hat nicht die Tische selber gelesen, sondern just den Zugang zu den zuständigen Strukturen vereinfacht. Wie dat die Europäische Union durch ein Reglement des Plattform aufgeschaffen hat, ist dem 20. Juli 2025
definitiv verschwunden. So muss man auch Bestimmungen von der Plattform aus dem Code de la Consommation streichen. Laat man noch kurz op der Wien zu kommen. De Gesetzesprojekt vom 22. Oktober 2025 vun der Konsumentenschutzminister deposiert an sie 5 Wien rakom. An am Resümé kann ich festhalten, dass die konsultéiert Instanzen de Projekt am grösse ganze favorabel opholen. Kommen wie vom Centre Européen des Consommateurs e vun der Chambre des Métiers en vun der Chambre de Commerce und sie dat alle Gotten unterstützt. An no demste rapport schon an der zuständige Agrarkommission gestimmt, fir d Chambre des Salariés och nach en Avis ofgin. Dafür willch du bisse méi Dr agoen, wie de ste net kon am engem schriftliche rapport unholen. Herr Präsident von der man nach Also CSL die begräst, dat de Conseil de la Consommation erweitert get an Initiativrecht ausgebaut gëtt, mese fordert gleichzeitig eng ege Vertretung am Conseil a méi prozedural garantieren, Welteffikazität an Transparenz kinde leiden. An dabei der Aufschaffung von der europäischer Plattform gefir eng strategisch Vision fehlen an sie riften und nationale Lesungen fir Accessibilität für Konsumenten zu garantieren. Der Staatsrat hat keine Opposition an Nummer gebe ich da aufschließen und ich viel Merci.